Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Der Fall, der heute ansteht, auch wenn er für die Beteiligten schmerzlich war, kommt im königlichen Amtsgericht Geisbach beinahe täglich zur Verhandlung. Das ländliche Publikum zeigt sich zwar interessiert, die Dorfjugend ist stark vertreten, aber derlei Prozesse erledigt der gestrenge Herr Amtsrichter im Handumdrehen. Da braucht es nicht den Scharfsinn eines Kriminologen. Ihr Lausbum, ihr Dreckigen, ich werde euch lehren, was ein Kavalier ist. Ich fürcht keinen Gendarm. Und die schon gleich gar nichts. Überleg dir der Rätselperl. Ruhe! Ich verbiete mir jeden Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich lass mir nicht einschüchtern. Ich nicht! Das werden wir ja sehen. Du möchtest doch noch länger unser Gendarm sein. Die macht dich nicht unglücklich. 3 Meter vom Leib oder jetzt ziert blank. Mann, halt euch zurück. Wir sind doch alle Kirchzeller. Und bei uns ist nur jeder Prozess gut ausgegangen. Ein wahres Wort, Herr Wirt. Aber du die paar ja nicht verreden, gell? Der Beklagte ist nämlich mein Sohn. Sonst verrät ich mir. Impertinentes Lumpengesindel. Ich werd bei meiner Aussage bleiben, zur Fix. Ihr Lacke! Ihr Rohlinge! Ihr Flegel! Ich muss einmal mit eurem hochwürden Herrn Pfarrer reden. Da kommen charmante Herrschaften aus unserer königlichen Haupt- und Residenzstadt München, um sich zu erholen. Was passiert? Ein Skandal. Seine liebenswürdige junge Dame muss für 4 Wochen ins Krankenhaus und hat auch jetzt noch ein geschwollenes Fußerl. Stimmt das, liebe gnädige Frau? Ja. Gnädige Frau, darf ich Sie bitten, uns den Hergang Ihres Falles ungefähr zu schildern? Nein, oh, danke, gnädige Frau. Bitte bleiben Sie ruhig sitzen. Das Stehen wird Ihrem Fußerl nicht gut bekommen. Danke, Herr Amtsgerichtsrat. Tja, es war ein sehr schöner Sommertag. Und dann das Malheur. Eigentlich ist ja der Beutel nicht ganz unschuldig. Bitte? Ach, entschuldigen Sie, mein Mann. Er hat mich dazu überredet, dass ich einmal mitfahren soll zu seinem Fischwasser. Ich wäre bestimmt lieber in München geblieben. Ja, das glaube ich Ihnen gern, gnädige Frau. Nun zur Sache. Sie sind also mit Ihrem Herrn Gemahl nach Kirchzell gefahren, haben ein bisschen beim Fischen zugeschaut, sind dann abends im Gasthof zum Schecks abgestiegen und haben dort den Ball der Freiwilligen Feuerwehr von Kirchzell miterlebt. Nun erzählen Sie uns, wie ist es Ihnen da ergangen? Ja, also wir wollten gar nicht übernachten. Das ist schon die erste Lumperei gewesen, dass wir den Zug versäumt haben. Bitte, lieber Herr Daimer, lassen Sie die gnädige Frau erzählen. Sie ist ja verletzt worden. Bitte? Naja, wir haben gegessen und dann die laute Musik. Das Zimmer war ja gleich neben dem Saal. Und Schlafen war da nicht zu denken. Naja, da haben wir heute ein bisschen zugeschaut. Der Beutel tanzt ja nicht und dann... Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, tanz, wenn sie einer hertraut zu dir. Hat sich ja keiner hertraut von den Bauernburschen. Ja, du hast mir doch den Tänzer ausgesucht. Also, so viel liege ich jetzt nicht. Ich hab gesagt, mit wem magst du tanzen? Such dir einen aus von den Klachen. Ich zahle mir mal das Bier, dass sie die rumzieht. Ja, ich bin ja nicht so. Ich meine, ich vergönne ja meiner Frau Gemahlin gelegentlich so ein Spassettel, so ein harmloses. Gell? So viel. Interessant. Ja, und da bin ich also zu dem Kerl hingegangen, habe ein Maß Bier gezahlt und habe ihm gesagt, sieh, da ist ein Maß. Aber dafür tanzen Sie mal mit meiner Alten. Bitte, Herr Daimer, noch einmal. Lassen Sie die gnädige Frau erzählen. Ich lege auf Ihre Darstellung größten Wert, Frau Daimer. So, ja, ich nicht.
Der Bursch kam zu mir her, sagte kein Wort, machte auch keine Verneigung, sondern nahm mich einfach bei der Hand und zog mich auf die Tanzfläche. Bin mir recht seltsam vorkommen. Und dann haben Sie also mit ihm getanzt, ne? Ja. Walzer? Nein, ich glaube eine Art Polka. Aber es hat Ihnen Spaß gemacht, ja? Nun ja, Spaß? Bissl schon. Ja, und was ist dann passiert? Naja, dann sind wir hingefallen. Das heißt, er ist hingefallen und hat mich mit zu Boden gerissen. Und dann ist Licht ausgegangen, alle haben geschrien und wild umeinander geschlagen. Tja, und jetzt die hauptsächliche Frau, Sie wurden also verletzt. Ja, ich hab nimmer mehr aufstehen können. Mein linker Fuß hat mir fürchterlich wehgetan. Und dann ist mir noch wer auf die Finger gekatscht. Ach, getreten. Ich hab laut um Hilfe geschrien und es hat lange gedauert, eine Ewigkeit, bis das Licht wieder anzünden haben. Ja, und dann haben sie gesehen, dass ich nicht mehr auf die Höhe können. Dann haben sie mich ins Zimmer hineingetragen. Na bitte. Na, ist das nicht eine Sauerei? Am anderen Tag, da haben wir es mit der Tragbar ins Krankenhaus eingebracht, nach München. Und erster Klasse, 4 Wochen ist sie da gelegen. 392 Mark und 50 Pfennig hat die Kur gekostet. Der Schmerzensgeld nicht mitgerechnet. Die Kosten, die müssen ersetzt werden. Ich lasse meine Frau Gemahlin von so einem Hammel, so einem Gescherten nicht total ramponieren. Bitte zu wiederholten Male, Herr Daimer, beruhigen Sie sich. Die Schuldigen werden zur Rechenschaft gezogen werden. Zur Kostenfrage kommen wir später. Nein, das ist die Hauptsache. Wir sind angesehene Bürger. Wir haben 3 Häuser in der Stadt. Mit uns macht man keine Spassettel. Ich bin durchaus Ihrer Meinung, Herr Daimer, aber vorerst wollen wir mal weiterfahren. Angeklagter, treten Sie mal vor. Am besten legen Sie gleich ein reumütiges Geständnis ab. Ich hab die Frau nicht geschmissen. Natürlich nicht. Wahrscheinlich war es genau umgekehrt. Die gnädige Frau, dieses zarte Persönchen, hat Sie zu Boden geworfen. Mach den Mund auf! Ich weiß nix. Haben Sie mit der Dame getanzt? Ja, weil mir's der Herr angeschafft hat. Angeschafft. Hat, ja. Sein honoriger Kavalier. Von selber wären Sie wahrscheinlich auf eine solche Idee nicht gekommen. Ne? Und damit Sie Ihre Verpflichtung schneller abgeleistet haben und leichter zu Ihrem Ausbier gekommen sind, haben Sie Ihre Tänzerin gleich bei der zweiten Tour, hingeschmissen. Ne? Ich hab ja nix da. Und wer ist ihr dann auf die Finger gestiegen? Ich nicht. Hat man Ihnen vielleicht ein Bein gestellt? Gut. Wenn Sie nicht mit der Sprache rausrücken wollen, bleibt das Delikt der Körperverletzung an Ihnen hängen. Ich hab nix da. Ist aussichtslos mit diesem Bockschädel. Setzen Sie sich! Wachtmeister, rufen Sie den Zeugen Simon Neudecker herein. Der Zeuge Simon Neudecker. Jawohl. Zeugen. Wegen jedem Fitzelchen 20 Zeugen. Sepp, jetzt lass einmal mit dir reden. Pass auf, du bist doch ein erfahrener Bauerngendarm. Dir glaubt es jeder Richter in Bayern, dass du nichts gesehen hast. Und wer nichts gesehen hat, der kann auch keine Aussage nicht machen. Ich hab's aber herausgebracht, ich hab's recherchiert. Pass auf, dass du nicht recherchiert wirst, Sie Fixdepp, Lass dich heute zurück! Der Zeuge Neudecker Simon. Ja. Auf geht's wird, Ansaft wird. Ich verhalte mich neutral. Und du dich nicht verreden wird, gell? Sonst muss ich mich nämlich auch verreden. Keine Debatten im Hausgang, die Verhandlung ist da drin. Kommen Sie, Neudecker. Bürgermeister, wenn ich mich nicht verrät, zahlst du nachher ein Maß. Jetzt, wo wir doch zu der Haute wohl gehören. Bevor ich dir ein Maß Bier zahle, da zahle ich lieber die Strafe für die Stadt, Madame. Beantworten Sie mir eine Frage, Herr Zeuge. Wer hat dem Angeklagten bzw. der gnädigen Frau das Bein gestellt? Also, wenn's mich fragen, ist an dem Unfall niemand schuld, indem's die Frau selber hydrat hat. Aha. Sie haben jetzt eben selber das Wort gebraucht. Ein Unfall in Ihrem Hause. Womöglich ist Ihr Tanzboden nicht ganz in Ordnung, was? An mehreren Stellen sind die Fußbodenbretter durchgetreten. Dann ist es aber unverantwortlich, wenn in einem solchen Raum Tanzveranstaltungen abgehalten werden. Der Saal gehört gesperrt. Sie haften. Gern, Herr Rat, das tut mir gar nichts. Mein Tanzboden ist voriges Jahr ganz neu gelegt worden. Der ist so spiegelglatt wie das Parkett im königlichen Schloss.
So. Na, gut, in Ordnung. Dann gibt's aber nur eine einzige Erklärung, dass dem tanzenden Paar das Bein gestellt worden ist. Wer war das? Nennen Sie uns den Kerl. Ich hab nichts gesehen. Wenn niemand schuldig wird, dann zahlt der Wirt. Ich muss sehr bitten, Herr Daimer. Moment einmal. Er ist ja überhaupt schuld, dass wir den Zug versäumt haben. Sie haben noch Zeit, Herr Daimer, hat er allerweil gesagt. Essen Sie noch in Ruhe und trinken Sie eine halbe, hat er gesagt. Ich habe eine zuverlässige Person zum Bahnhof geschickt. Der sagt Ihnen schon, wann der Zug geht. Ja, und prompt haben wir den Zug verpasst, weil der Trottel erst gekommen ist, wie der Zug schon weg war. Ja, dafür kann ich nichts. Ja, er hat uns mit Absicht zurückgehalten. Der wollte nämlich sein Fremdenzimmer loswerden. Aber geh, Herr Daimer, wir sind doch quasi so gut wie befreundet. Danke. Beim Knäckelriss von 392 Mark und 50 Pfennig hört sich bei mir die Freundschaft auf. Bitte schön. Herr Zeuge, wie heißt denn diese zuverlässige Person, die ihren Gästen immer die Abfahrt des letzten Zuges meldet? Hä? Warum denn? Das hat doch mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun. Den Namen möchte ich wissen. Ja, meistens macht das Geschäft der der Alisi, der Totengräber. Ja, was Sie nicht sagen, unser alter Bekannter, der Herr Wastelhuber. Wastelhuber, sagen Sie mal, könnte nicht das der Vater von unserem Angeklagten sein? Ah, da, schau her. Herr Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Wastelhuber. Der Zeuge Wastelhuber, alles. Jawohl. Von dem erfahren Sie nichts Gescheites. Und auf dem Tanzbahn ist der Alisi nicht oben gewesen. Recht. Sie können sich setzen, Herr Zeuge. Herr Richter, ich bitte um strengste Einvernahme des Zeugen Wastelhuber. Das ist der Einzige. Und der weiß nichts. Halten Sie den Mund! Der Zeuge Wastelhuber, alles. Totengräber von Kirchzell. Ja, ich danke. Habe ich die Ehre, Herr Rat? Ja, Zeuge Wastelhuber. Sie Gott. Jetzt sagen Sie mal, was zahlt Ihnen denn eigentlich der Wirt für Ihre Hilfsdienste, wenn es darum geht, einen Schlafgast zu kapern? Hä? Und das ist nicht nennenswert. Ich mache das aus Gefälligkeit. Ah, saubere Gefälligkeit ist das. Die Leute versäumen ihren letzten Zug. Sowas ist keine Lappalie. Es kann manchmal schlimme Folgen haben. Also, was ist doch kein Cent, Herr Rat? Da gibt's keinen Paragraphen, in dem das am nächsten Tag in der Früh schon wieder ein Zug geht. Kein Sinn, sagt er. Ein Betrug ist das. Ach, Herr Rat, das ist nicht einmal ein Lug. Ich hab's noch nie beicht. Ich bleib am Bahnhof drüben, bis der Zug geht. Ja. Und nachher renne ich ins Wirtshaus rüber und sag, meine Herrschaften, melde gehorsamst, der Zug geht. Er ist schon fort. Morgen in der Früh geht der Nächste. Wenn sowas klappt, nachher kriege ich von der Wirtin ein Maß gratis. Das ist doch ein sauber verdientes Geld. Und sowas lassen Sie frei herumlaufen? Ein glatter Betrug ist das. Ich werde dem Herrn Staatsanwalt davon Mitteilung machen müssen. Mein Herr Rat, ich brauch doch ein bisschen eine Nebenbeschäftigung. Mit meiner Totengraberei, da geht's wenig in der Pfarrei Kirchzell. Da schauen Sie her. Seit Februar ist bei uns niemand mehr gestorben. Wir haben einen zu gesunden Luft. Ich weiß ja. Herr Richter, der Mann haftet mir für die 392 Mark und 50 Pfennig vom Knöchelriss von meiner Gnädigen. Er, der Wirt und der Tänzer. Gebäude, sei doch nicht so heftig. Nein, ich bin unschuldig. Ich bitte um Ruhe. Zeuge Wastelhuber. Sie und Ihr sauberer Herr Sohn, ihr seid beide in diesen Fall verwickelt. Er als Angeklagter und Sie als ziemlich verdächtiger Zeuge. Entschuldigen Sie, Herr Rat. Das Knöchel von der Gnädigen. Ich weiß ja nicht, ob das so viel Geld wert ist. Gesehen habe ich es ja noch nicht. Aber wenn der versäumte Zug schuld ist, nachher zahlt die Gnädige das Knöchel selber. Nachdem ich total unschuldig bin. Ich bin sozusagen das Opfer meiner Unerfahrenheit mit Stadtleid. Darf der da herin noch länger reden? Jawohl, er darf. Unterbrechen Sie bitte die Zeugenaussage nicht, Herr Daimer. Bitte, Herr Wastelhuber. Dem Herrn sei gnädig, hat mir nämlich 1 Mark gegeben. Damit der Zug versäumt wird. Was? Herr Wachtmeister? Zünden Sie die Kerzen an? Ich möchte einen Eid schwören da drauf. Nein, danke schön, Herr Zeuge. Ihr Drang zur Wahrheit ist sehr imposant, aber bitte schön, setzen Sie sich. Herr Wachtmeister, rufen Sie mir bitte den Gendarmerieposten von Kirchzell. Gendarmerieposten von Kirchzell. Jawohl. Sophie, ist es wahr?
Der Mann lügt. Aber regen Sie sich bitte nicht auf, Herr Daimer. Denken Sie salomonisch, ich versuch's auch. Schauen Sie, ich glaube dem Zeugen und ich glaube der gnädigen Frau. Lieber gnädige Frau, das mag vielleicht für Sie jetzt ein bisschen peinlich sein, so ein kleines Arrangement zugeben zu müssen, aber schauen Sie, so schlimm ist ja auch wieder nicht. Sie wollten halt partout einen waschechten Bauernball miterleben, habe ich recht? Ja, aber ich hab mir das alles ganz anders vorgestellt. Ja. Was? Du hast dem Bazi also da Mark gegeben? Ja, das ist ja nicht zu fassen. Der Zeuge Maximilian Stelzer, Gendarmerieposten von Kirchzell. Danke. Ja, grüß Gott, Herr Stelzer. Herr Stelzer, Sie haben einen Bericht verfasst, in dem ich mich also mit dem besten Willen nicht recht auskenne. Sie schreiben da, und haben die Recherchen ergeben, dass der Angeklagte mit der städtischen Dame hingefallen ist. Ja. Indem dieses auch bezeugen können, dem Bürgermeister sein Sohn Wastl und der Hirner Bauernsohn Valentin, wo am selbigen Nachmittag schon geschimpft haben und in der Nähe getanzt haben. Dieses hat... Herrgott, haben Sie eine Schrift. Hat recherchiert und beschrieben, Stelzer Max, königlich bayerischer Gendarmerieposten zu Kirchzell, Bezirk Geisbach. Was meinen Sie denn da damit? Hm? Zum Fehleramtsgerichtsrat, dieses ist das Protokoll. Ja, aber was bedeutet, die beiden Burschen hätten am Nachmittag schon geschimpft und im selben Satz, sie hätten auch in der Nähe getanzt? Zum Fehl, das habe ich alles recherchiert. Ja, natürlich, gesehen haben Sie nichts, das habe ich inzwischen schon begriffen. Sie haben recherchiert, gut. Worüber haben denn die Burschen am Nachmittag geschimpft? Über die städtische Dame. Und warum? Das, weiß ich nicht mehr. Gedächtnislücken auch bei der Gendarmerie. Na ja, gut. Wachtmeister, bringen Sie mir die zwei Burschen herein. Jawohl. Danke, Herr Amtsgerichtsrat. Einen Moment, Herr Stelzer. Haben Sie zufällig erfahren können, was die städtische Dame, verzeihen Sie, Frau, ich zitiere aus dem Protokoll, an jenem Nachmittag gemacht hat? Jawohl, das wissen unsere Mädel ganz genau. Während ihr Herr Gemahl gefischt hat im Mühlbach, ist die Dame am Bach entlang ein bisschen spazieren gegangen. Mhm. Hat sie bei dieser Gelegenheit irgendjemanden getroffen? Jawohl. Zuerst ist sie auf einen Haufen Burschen gestoßen, die wo im Hof der Mühle die neue Feuerspritze ausprobiert haben. Da hat sie zugeschaut, hat er keinen von ihnen angegeben. Mhm. Da ist sie weitergegangen und hat ihren großen Hut heruntergetan. Jetzt ist ihr auf einmal der Angeklagte begegnet. Der wollte auch auf den Hof der Mühle hinunter zum Spritzen mit der neuen Feuerspritze und zu seinen Kameraden. Da ist sie stehen geblieben und hat mit dem Angeklagten geratscht. Und... Danke, Herr Kommissar, Sie können wegtreten. Ja, und das haben seine Kameraden beim Spritzen gesehen. Und die Mädel, die haben auch hingeschaut. Danke, Sie können sich setzen, habe ich Ihnen gesagt. Ja? Befehl, Herr Amtsgerichtsrat. Sophie, sag mal, ist das wahr? Du, ob das wahr ist, will ich wissen. Bittchen, machen Sie das später aus, vielleicht in Trautenheim dann, ja? Die Zeugen Sebastian Pichelmeier und Valentin Hirner, Bauernsöhne von Kirchzell. So, kommen Sie her. Beide. Näher. So, meine lieben jungen Herren Ökonomen. Kurz und schmerzlos, wer hat dem Angeklagten ein Bein gestellt? Hm? War das vielleicht alle zwei? Na bitte, geniert euch nicht. Hm? Ich hab mit der Dame nicht tanzt. Und ich hab's nicht einmal angeschaut. Auch nicht am Nachmittag, wie die Dame euch bei der Feuerwehrübung zugeschaut hat? Na. Und ich auch nicht. Bei einer Feuerwehrübung haben wir für so eine Dame keine Zeit nicht. Und überhaupt, wenn wir Und da... warum die gnädige Frau auf dem Tanzboden hingefallen ist, mitsamt ihrem Tänzer, der mir auch nicht gerade schwach auf den Beinen zu sein scheint, dafür habt ihr keine Erklärung, ne? Was hast du eine Erklärung? So was passiert. Ja, hier wird jetzt auch gleich was passieren, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Entschuldigen Sie, Herr Richter, ich bin mit dem Angeklagten verwandt. Ich kann die Aussage verweigern, hat der Vater gesagt. Stimmt das, Angeklagter? Freilich stimmt das, Herr Rat. Ja. Mein Vater ist der Firmenbord von dem Angeklagten. Ich bin ein Vetter zu Ehren. Ruhe, keine Dummheiten hier. Ja, so weitschichtige Verwandtschaften kann das Gericht nicht anerkennen. Da könnte ja jeder daherkommen.
Ich will durchaus anerkennen, dass ihr versucht habt, die Ehre eures Dorfes zu retten. Na, wen trifft jetzt da das größere Verdienst? An Valentin? Oder an Asta? Na, Ritzwald, gell? Ich muss es wissen wegen der Belobigung. Himmel, Donnerwetter noch einmal! Wer hat dem Angeklagten das Bein gestellt? Ich nicht. Und ich auch nicht. Der Bartel hat frisch genagelte Schuhe gehabt. Ja, mei, und mit frisch genagelte Schuhe fällt mir halt ein wenig leicht hin beim Tanzen. Und so weiter. Ja, unserem Wirt sein Tanzboden ist ganz neu, Herr Rat. Ja, es genügt. Ja, Bütchen, setzt euch hin. Es ist nichts herauszubringen aus diesen Hackstecken. Ja. Sie sehen selber, gnädige Frau. Da ist nichts zu machen. Unsere Burschen halten zusammen wie Pech und Schwefel. Wie soll man da einen Schuldigen feststellen? Außerdem, und das muss ich Ihnen schon sagen, gnädige Frau, haben Sie sich auch nicht gerade ganz unauffällig benommen. Aber ich komme zum Schluss. Sehr fix. Ich fahr nie mehr mit zum Fischen aufs Land. Ja, er ist bloß daheim bleiben. Ruhe! Im Namen seiner Majestät des Königs, beziehungsweise seiner königlichen Hoheit, Herr Prinzregent Leutpold, ich verkünde folgendes Urteil. Jawohl, ihr wollt aufstehen hier. Gnädige Frau, Sie können selbstverständlich sitzen bleiben. Der Angeklagte wird mangels Beweisen freigesprochen. Die Kosten übernimmt der Herr Kläger. Die Sitzung ist geschlossen. Ja, und wer zahlt jetzt den Knächeriss von meiner Gnädigen mit 392 Mark und 50 Pfennig? Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Die Leute sind auch nicht besser geworden, höchstens ein bisschen gescheiter. Das war in der Tat eine der geschicktesten Verteidigungen, die mir in meiner ganzen Praxis untergekommen ist. Der Angeklagte wird einfach in die Familie aufgenommen. Fertig, aus. Ganz raffiniert. Ja. Amor contra justitiam, da ziehen wir den Kürzern. Manchmal auch ganz gut. Prost, meine Herren. Eine liebe Zeit, trotz mancher Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.